Hallo und herzlich willkommen zur Hour of Prayer. Hi zusammen. Wir dürfen gemeinsam Genial. her, David und ich bin Joel, wir dürfen gemeinsam mit euch beten in dieser Zeit. Wie schön! Ja, hey, wir freuen uns wirklich auf die Zeit mit euch zusammen einfach einzusteigen und das Thema wie zu vertiefen, auch vom Sonntag. Und ich finde, diese Hour of Prayer zeigt so krass, dass wenn wir Gott nachfolgen, dann haben wir einen Gott, der auch über Raum und Zeit steht. Und das ist so, auch wenn wir jetzt beten, egal wo du bist, wir sind eben trotzdem, wir sind eins im Gebet. Und sogar, wenn du jetzt eingeschaltet hast und du schaust es nach und betest eine Stunde später oder zwei, wir sind trotzdem eins im Gebet. Und überall, wo wir uns eins machen in einem Gebet, da ist Kraft drin. Und das ist meine Vision für diese Zeit. Ja, hey, absolut. Und ich liebe einfach wirklich so, dass wir in dieser Zeit auch einfach so wie Gott groß machen und ihm vertrauen, dass er eben über unseren Vorstellungen hinaus wirkt. Ja, Amen. Ich möchte starten in diese Zeit. Wir werden heute darüber sprechen, über Gottesfurcht. Wie können wir in Gottesfurcht wachsen und in Gottesfurcht auch beten. Und dafür möchte ich mit einem Satz starten von A.Z. Tozer, der gesagt hat, was uns in den Sinn kommt, wenn wir an Gott denken, ist das Wichtigste an uns. Was uns in den Sinn kommt, wenn wir an Gott denken, ist das Wichtigste an uns. Das ist so interessant. Also nicht nur, wie wir uns selber sehen, ist das Wichtigste an uns, sondern hey, wie ist dein Gottesbild? Das sagt so viel darüber aus, wie sich dein Leben dann wirklich auch entwickelt. Und darum möchten wir uns dem irgendwie hingeben. Und mein Wunsch ist es, dass wir in dieser Gebetszeit Gott die Erlaubnis geben, nochmals an unserem Bild, an unserem Gottesbild zu arbeiten. Und darum würde ich gerne mit euch dieses Gebet so starten, dass wir all unsere Vorstellungen von Gott, alles, was wir schon wissen und wo wir schon Erkenntnis haben, aber das nochmal ausbreiten vor Gott und ihm sagen, du darfst uns da verändern. Komm David, nimm uns gleich mit. Ja, Herr Jesus, ich danke dir vielmals. Einfach jetzt für die Zeit, die wir hier sind, zusammen sind, wo wir einfach vor dich kommen. Und danke, dass du einfach auch in dieser Zeit einfach das Bild, das wir von dir haben, wo wir dich vielleicht klein, groß, wie auch immer machen, dass wir das einfach sprengen lassen können von dir, dass wir größer, weiter, einfach wie, ja, dich sehen können in dieser Zeit und dass wir das mitnehmen können, einfach auch in die nächsten Tage und Wochen. Danke für was du tust in uns. Wir möchten auch wirklich, wie wir vielleicht auch gelernt haben, wie wir uns mitgeteilt wurde, wie du bist. Wir möchten das einfach springen lassen und ich lade dich, Heiliger Geist, einfach ein, dass du sprichst, dass du dich uns zeigst. Ganz speziell jetzt in dieser Zeit. Amen. Amen. Ich möchte in eine Zeit starten, und zwar, wo ihr jetzt im Chat drin auch uns so ein bisschen mitgebt, wo seht ihr, ist euer Gottesbild ein bisschen gefährdet, immer wieder abzuweichen. Wir haben am Sonntag dieses Beispiel gemacht mit den unterschiedlichen Brillen, durch die man Gott sieht. Angefangen mit der Brille, wenn man einfach eine Brille übernimmt von jemandem, ihr kennt das, und es ist nicht die richtige Einstellung für dein Auge, dann ist das Bild grundsätzlich von Gott immer falsch. Man kann kein Gottesbild einfach übernehmen und trotzdem sind wir halt noch in dem drin. Wir haben ja, das ist ja gut zu lernen, aber vielleicht merkst du, okay, ich habe mein Gottesbild zu stark übernommen. Dann ist diese Brille, musst du ablegen. Oder die rosarote Brille, ich sehe, alles ist schön, alles ist gut. Oder die dunkle Brille, Gott ist immer klein, weil es gibt so viel Leiden in meinem Leben. Oder die zu kleine Brille, mein Bild von Gott ist, ja, so viel kann er ja nicht tun. Oder die beschlagene Taucherbrille, die kenne ich sehr gut, wo immer im Alltag irgendetwas passiert und mein Gottesbild verändert sich wieder. Oder die schnelle Brille, das ist die Sportbrille. Gott ist einfach nur mein Coach. Er möchte mein Leben optimieren, dass ich noch besser werde. Oder die Schutzbrille, wo man Gott immer auf einer guten Distanz lieber hält, weil er ja etwas tun könnte oder sagen könnte, was ich nicht mag. Oder einfach eine schiefe, verbogene Brille. Nimm mich Wunder, schreibt mal rein, welche Brille denkt ihr, habt ihr, wo ist euer Gottesbild am ehesten ein bisschen verdreht? David, dein Gottesbild, wo ist es? Hey, das ist manchmal
wirklich verdreht. Und ich habe mich wirklich in diesem Beispiel am Sonntag in der Message, es war so genial wie zu sehen und erleben, okay, ja, okay, Gott, ich mache dich manchmal wirklich einfach klein. Ich habe manchmal wirklich einfach die zu kleine Brille. Die zu kleine, also schon das Bild mit Tim war super, oder? Und die zu kleine Brille. Aber wirklich, wo ich merke, ja, hey, vertraue ich wirklich, dass Gott das tut in meinem Leben, aber auch im Leben anderer und in dem Feld, in dem ich wirke, arbeite. Ja, ich will mich und muss mich hineingeben, aber gleichzeitig auch, hey, vertraue ich wirklich auch auf Gott, dass er eben Größeres machen kann. Ja. Und habe ich da eine große Sicht von dem, was er tun will. Ja. Für mich ist es genau da eben Ehrfurcht, wenn man ehrlich ist und sagt, hey, stimmt Gott, meine Sicht auf dich ist manchmal nicht so richtig. Ich weiß immer wieder, ich bin seit 18 Jahren verheiratet und immer wieder komme ich am Punkt, wo ich merke, oh, meine Sicht auf meine Frau, es sind wieder Dinge normal geworden und ich bin wieder zu negativ. Es tut mir leid, ich muss dich wieder richtig sehen. Leute haben hier auch geschrieben, auch Leute haben auch diese Brille, dass sie Gott zu klein sehen. Damit können sich viele identifizieren. Jemand schreibt, ich habe eher so immer den strafenden Gott vor Augen und sehe zu schnell immer den strafenden Gott. Jemand anders schreibt, das ist eine verschleierte Brille, wo man irgendwie, es ist zu verschleiert, wer ist wirklich Gott. Und Jesus, wir legen dir heute all unsere falschen Bilder wirklich hin. Komm da rein, komm da wirklich rein. Jesus, wir möchten so wie du sagst, in Wahrheit dich anbeten. Darum mach unseren Blick wieder klar, wer bist du wirklich und wo sind wir falsch geprägt. Bitte kläre unseren Blick. Wir möchten dich fürchten für den, der du wirklich bist. Amen. Amen. Wunderbar. Ich möchte mit euch dahin gehen und wir möchten miteinander nochmal anschauen, wer ist Gott? Wie stellt er sich vor? Ich nehme euch damit rein in die ganze Situation. Das ist ja wirklich was sehr eindrücklich. Gott hat eigentlich, als die Israeliten das goldene Kalb gemacht haben, kurz nachdem er sie befreit hat, hatte Gott die Idee, komm, jetzt lassen wir das mit dem Volk Israel. Mose, ich mache aus dir ein neues Volk Gottes. Und Mose hat dann mit Gott eben so gerungen und aus dieser Geschichte, aus dem Ringen irgendwie, wo Mose gesagt hat, hey komm Gott, wir machen das doch anders. Und Mose sein ehrliches Herz ausgeschüttet hat Gott dann eben... Gott hat das so geliebt, dass er gesagt hat, okay, aus dem, was ist dein Wunsch? Ich finde das so großzügig von dir, Mose, also machen wir das. Ich mag dein Herz. Und dann hat eben Mose Gott sehen dürfen. Das ist krass. Das ist krass. Und dann hat eben Gott hat sich so dem Mose vorgestellt. Und ich würde das gerne mit euch zusammen lesen. Wir blenden das ein und wir lesen es gemeinsam und lies das nun auch als Gebet nochmal vor. Gott, du bist Jahwe, Jahwe. Lass uns das so lesen. Ich bin der Herr, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und von großer Liebe und Treue. Ich bewahre den Menschen meine Liebe über Tausende von Generationen. Ich vergebe Schuld, Unrecht und Sünde. Aber ich lasse sie keineswegs ungestraft. Ich suche die Schuld der Väter heim an den Kindern und Großkindern bis in die 3. und 4. Generation. Gott stellt sich den Menschen vor, ich bin Jahwe, Jahwe. Gott ist Jahwe, Jahwe. Und das haben wir ja gemerkt, Gott stellt sich vor als mit seinem Namen. Hey, ich bin Jahwe. Gott ist Jahwe. Und wir haben hier einige Namen von Gott, die wir heute mit euch gemeinsam beten möchten, weil Gott ist nicht ein Gott, der einfach fern ist, sondern er ist Jahwe, Jahwe. Und wir haben da einige Namen und nehmen jetzt einfach abwechslungsweise einen Namen Gottes, den wir
beten wollen. Und wir sagen den Namen, was er bedeutet, und dann beten wir, aber du kannst auch gleich dein Gebet machen, einfach da, wo du bist, und Gott ehren dafür, was er ist. Ist es gut? Versteht ihr, wie das geht? Ich starte gleich mit dem ersten Namen. Gott stellt sich vor als El Roi, ist ein Name Gottes. Ich bin El Roi, und das bedeutet, Gott ist der, der mich sieht. Und heute, Gott, danken wir dafür, dass du der Gott bist, El Roi, der Gott, der mich sieht. Und ich akzeptiere das über meinem Leben und akzeptiere in all meinen Schwierigkeiten, in all meinen Nöten, überall wo ich bin, du siehst mich. Danke, siehst du meine Finanzen. Danke, siehst du meine Gesundheit. Danke, siehst du meinen Stress. Danke, siehst du meine Beziehung, meine Einsamkeit. Danke, bist du der, der du bist. Und Gott stellt sich vor mit dem Namen El Shaddai. Er ist Gott, der Allmächtige. Gott, danke, dass du allmächtig bist, dass du über allem stehst. Du stehst über Raum und Zeit. Wir können dich nicht klein machen, wir können, aber du möchtest, dass wir wissen, hey, du Gott, du bist allmächtig. Keine Situation in meinem Leben ist zu klein, dass du nicht da eingreifen kannst. Nichts ist zu klein oder zu unwichtig, dass du nicht da eingreifen und die Arme greifen kannst oder uns allein lassen möchtest. Nein, du bist allmächtig. Ja. Wir ehren dich, Gott, auch, weil du, Jahwe, bist Gott, der sagt, du bist Jahwe Jireh. Das bedeutet, du bist der Gott, der mich versorgt. Und danke Gott, bist du genug für mich. Du weißt, was ich wirklich brauche. Du kennst mich zutiefst. Du spürst, Gott, wo mein Herz leidet und blutet, und versorgst es wieder. Du kennst meine Nöte. Und darum drehe ich mich heute weg von meinen Sorgen und sage zu meinen Sorgen, ich gehöre Jahwe Jireh. Ich gehöre zu Gott, der mich versorgt, immer. Und danke, dass du der Gott bist, der heilt. Danke, dass du, Gott, genau weißt, wo wir jetzt genau in diesem Moment einfach dein Eingreifen brauchen, benötigen in unserer Gesundheit, wo wir angefochten sind, wo wir nicht verstehen, warum uns Krankheit plagt. Danke, dass du heilst. Das ist dein Name, das ist deine Zusage, du heilst. Ja. Und danke, dass wir das gerade jetzt in diesem Moment einfach für uns in Anspruch nehmen können. Und auch beten wir gerade in diesem Moment für all die Menschen, die Personen, die wir kennen in unserem Umfeld und einfach ein Wunder brauchen, ein Heilungswunder brauchen. Wir sprechen da einfach deine Heilungskraft hinein. Stelle wieder her, mach du neu. Setze wieder alles zurück in die Schöpfungsordnung. Du bist der Gott, der heilt.
Im Psalm 114 sagt Gott, ich bin Jahwe Zuri. Und das bedeutet, ich bin der Fels. Und ich ehre dich, Gott, dass du der Fels bist. Und durch Jesus bist du der Fels auch meiner Errettung. Das kommt ja da wieder. Jesus, du bist mein Fels, auf den ich baue. Und darum ist mein Leben sicher und stabil. Nicht nur auf dieser Seite, sondern auch auf der anderen Seite, sogar über den Tod hinaus. Danke, habe ich Sicherheit in dir, Gott. Danke, habe ich Stärke gefunden, weil du stark bist. Danke, habe ich ein Vertrauen, auf das ich mich verlassen kann. Und ich ehre dich, Gott. Ich mache dich groß in meinem Leben, noch bevor ich mich mit irgendetwas beschäftige. Ich weiß, wo ich stehe. Ich stehe auf dem Fels des Heils. Jahwe Zuri. Jesus Christus. Und du bist Jahwe Roy. Du bist der gute Hirte. Amen, ja. Du bist mein Hirte. Amen. Du bist da für mich. Immer, wenn ich dich brauche. Aber auch dann, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche dich nicht, bist du trotzdem da. Du bist mein Hirte. Du sorgst dich um mich. Du kümmerst dich um mich. Du siehst mich. Danke, dass du mich führst, genauso wie ein Schafhirte seine Schafe führt und sich kümmert und sieht und ganz genau weiß, was jedes einzelne Schaf braucht. So, danke, dass wir uns einfach an dieser Zusage, auf diese Zusage bauen können, uns festhalten dürfen. Hey, gerade jetzt im Moment, in diesem Moment, du weißt ganz genau, was ich brauche. Du weißt es besser als ich selbst. Und danke, dass du da bist für mich. Mich leitest, mich an der Hand nimmst, vielleicht mich manchmal auch anschubst und anstößt. Ja. Vielleicht brauche ich das gerade jetzt in diesem Moment. Ja. Danke, dass du es tust und danke, dass wir dir vertrauen dürfen. Ob es ein Schubsen ist oder ob es ein Umarmen ist und nahe nehmen und nahe an deinem Herz sein. Ja. Danke, dass ich wissen darf, du siehst mich, du bist mein Hirte, du bist mein guter Hirte. Du bist gut, du bist gut. Ja, Esther hat noch geschrieben, Gott ist auch Jahwe, Hakadosh, der heilige Gott, der einzigartige. Danke Gott und ich ehre dich, wir ehren dich heute dafür, dass du einzigartig bist. Du bist der heilige Gott. Und ich möchte etwas jetzt mit euch allen machen. Weil Tim hat gesagt, dass eigentlich dieses Jahwe, das sind diese Laute, die man beim Atmen auch macht. Im Hebräischen, wenn man das schreibt, gibt es ja keine Vokabeln. Das heißt, man weiß nicht genau, wie man es ausspricht, aber es könnte so sein eben auch, dass das eigentlich klingt wie das Einatmen. Jahwe, Jahwe. Und ich würde gerne mit euch zusammen 10 Atemzüge machen jetzt, ganz bewusst, wo wir einfach atmen, langsam und Gott einfach nochmal proklamieren und als der er ist. Wir gehören zu ihm. Und nichts, einfach nur das mit dem Atem, mit unserem Atem ganz bewusst nochmal sagen, hey, alles, was atmet, alles, was ich bin, soll diesen Gott ehren. Ist das gut? 10 Atemzüge dürft ihr gerne mit mir machen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr eure Hände heben zu Gott als Zeichen der Anbetung. Ja. Weh. Ja. Weh. Ja. Weh. Ja. Weh. Du bist Gott. Du bist Jahwe, der du bist.
Wir haben Ehrfurcht vor dir, Gott. Alles in uns lobe deinen heiligen Namen. Alles in mir lobe deinen heiligen Namen. Alles, was ich bin und habe, lobe deinen heiligen Namen. Amen. Vielen Dank, dass ihr euch auf solche spezielle Gebetsformen einlasst, aber es hat mich so berührt auch, oder? Schon nur unser Atem verkündet die Herrlichkeit Gottes. Wow. Hey, ich hatte gestern einfach einen Moment, wo ich mir das einfach auch nochmal so bewusst machte. Und es war so kraftvoll und war so berührt, einfach von Gottes Größe. Ob ich jetzt ganz bewusst so einatme und ausatme und mir das wie zu eigen mache, ja, hey, du stehst über meinem Leben, oder ob es eben auch ganz im Unbewussten ist, nachts, wenn ich denn die Kontrolle gar nicht habe über meinen Atem. Tag und Nacht spreche ich den Namen von Gott aus und die Größe von Gott über meinem Leben, über meinem Umfeld, über dem Ort, wo ich mich befinde. So stark und kraftvoll. So schön. Ja. Immer am Anbeten mit Ja. unserem Atem. Ja. So gut. Das hat doch Gott verdient. Ich möchte mit euch noch einen kleinen Teil weitergehen, in das Gott sagt, Jahwe, Jahwe, barmherzig und gnädig. Gott stellt sich vor, und das sind die offensichtlich aus seiner Sicht, sind das die wichtigsten Adjektive, die wir Gott zuschreiben sollen. Gott ist barmherzig und gnädig. Barmherzig und gnädig. Gott fühlt immer von Herzen mit und Gott handelt immer in unserem Leben. Und ich merke, diese Sicht ist doch so schön und Gott für das zu fürchten, wie wunderbar er ist. Und trotzdem ist es eben so schön, dass es herausfordernd ist, manchmal zu glauben. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, wo ich gemerkt habe in meinem Leben, es illustriert so gut. Gerade Scham und Schuldgefühl hält mich manchmal davon ab, Gott zu sehen, er ist doch der Barmherzige, der Gnädige. Und ich verliere, und eigentlich merke ich dann gar nicht, wenn ich Fehler gemacht habe, dass ich eigentlich meine Ehrfurcht vor Gott verliere, wenn ich mich von ihm distanziere, weil ich habe das Gefühl, ja, dass wenn ich mich heiliger gebe oder nur wenn ich nur die schönen Seiten von mir zeige, dann ist das ehrfürchtig vor Gott. Aber Gott denkt da genau andersrum. Wenn man zu Gott kommt, als einfach der man ist oder die man ist, das ist Ehrfurcht. Die Geschichte handelt vom kleinen Sam. Der Sam ist ein kleiner Junge und er darf für ein Wochenende zu seiner Oma. Und er geht, am Freitagabend kommt er da hin und freut sich riesig mit Oma und die hat schon gekocht und sie essen gemeinsam, haben eine gute Zeit, spielen noch ein Brettspiel und dann liest sie ihm noch eine Geschichte vor, bringt ihn ins Bett, singt ein Lied und sie haben einen wunderschönen Abend. Am nächsten Tag, am Samstag, wacht er auf und es riecht schon nach Frühstück, frisches Brot und sie essen Frühstück und es ist wunderschön. Und die Oma wohnt da am Waldrand bei einem Teich in der Nähe und da sind sogar ihre 2 Enten und er darf dann noch ein bisschen rausgehen, alleine ein bisschen spielen. Und das Tolle ist, er hat so ein Luftgewehr dabei und die Oma hat ihm extra sogar Büchsen aufgestellt, dass er da mit dem Luftgewehr ein bisschen Büchsen schießen kann. Wunderschön. Und dann aber nach einer Zeit merkt er, ja, ist schon lustig, aber es wäre doch noch viel spannender, mal so einfach nur so zum Spaß auf etwas schießen zu können, das auch ein bisschen sich bewegen kann, so was Lebendiges. Und er denkt sich, komm, ich soll ein bisschen die Enten ärgern, dass er die ein bisschen kitzeln. Und er schießt mit seinem Luftgewehr, nochmal, und plötzlich trifft er sogar eine Ente und denkt sich, die fliegt jetzt wahrscheinlich weg. Aber, oh Schreck, die Ente bewegt sich nicht mehr und er geht hin und fischt die Ente aus dem See und ist geschockt. Er hat die Ente ermordet.
Was soll er tun? Jetzt ist das ganze Wochenende ruiniert, wenn er das jetzt mit der Oma da diskutiert. Und er entschließt sich, er versteckt die Ente. Er kann dann immer noch am Schluss sagen, aber er begräbt sie im Wald irgendwo unter dem Laub und geht wieder zurück. Und es ist Mittag, er isst mit Oma, aber er weiß gar nicht recht, was soll er mit ihr jetzt noch sprechen, weil er hat schon ein schlechtes Gewissen. Am Nachmittag machen sie einen gemeinsamen Spaziergang und auch da merkt er mag nicht so recht mit ihr sprechen. Er hat ein schlechtes Gewissen ihr gegenüber. Und abends möchte sie ihn wieder ins Bett bringen und eine Geschichte. Und er sagt aber, ja, nee, ich bin heute ein bisschen zu müde. Und ich gehe jetzt alleine heute schlafen. Und er legt sich hin, schläft aber nicht wirklich gut ein. Und am nächsten Tag, am Sonntagmorgen, es riecht wieder gut, aber er hat ein schlechtes Gewissen. Jetzt macht sie so gutes Frühstück für ihn und er ist da, hat eigentlich ihre Ente ermordet und das hat er doch gar nicht verdient und er geht dann doch, isst da einen Happen, kriegt aber vom super Frühstück fast nichts runter und dann geht er noch mal raus, spielen. Ach, das Spiel macht keinen Spaß mehr. Er hat ein schlechtes Gewissen und entscheidet sich dann beim Mittagessen, Oma zu sagen, Oma, es tut mir so leid, ich habe es nicht gewollt, aber ich habe eine Ente von dir umgebracht. Und die Oma sagt zu Sam, ich weiß es. Ich habe es gesehen, wie du sie aus dem Wasser gefischt hast und vergraben hast. Es ist was Blödes, was du gemacht hast. Es stimmt. War nicht gut, war nicht schlau. Aber richtig schade habe ich es gefunden, dass du nicht zu mir gekommen bist. Das Wochenende, der Samstag, das Frühstück, alles hat an Wert verloren. Und du weißt doch, wie ich bin. Du weißt doch, wie ich dich liebe. Du weißt doch, dass ich dir vergeben kann. Du kennst mich doch. Komm doch zu mir, wenn Fehler passieren. Du kennst mich doch. Und diese Geschichte malt mir immer wieder so vor Augen, wenn ich Fehler mache. Es ist wichtiger, mir zu sagen, ich kenne doch Gott. Er stellt sich mir vor als barmherzig und gnädig. Er will barmherzig und gnädig sein. Und Gott zu fürchten bedeutet für mich nicht, nur meine Schokoladeseite Gott zu präsentieren und Frömmigkeit vorzuspielen. Gott zu fürchten bedeutet, ich nehme es ernst, dass er sagt, ich bin gerne barmherzig und gnädig. Und ich komme immer wieder so, wie ich bin und verstecke nichts. Und ich lade euch heute ein, selber einfach einen Schritt so zu machen. Ich werde einen Moment lang ruhig sein, dann kannst du vielleicht beten, einfach und dass wir mit allem, was vielleicht Gott jetzt auch durch diese Geschichte aufgezeigt hat. Was ist deine tote Ente, die du heute darlegen musst vor Gott? Bring deine tote Ente zu Gott und sprich darüber mit Gott. Komm, wir hören kurz, was ist so eine tote Ente, die wir zu Gott bringen sollen. Ja, ich danke dir, Jesus, dass du so gut bist. Danke, Vater, dass du einfach, ja, dass wir zu dir kommen können und eben auch gerade alle Scham, Dinge, für die wir uns schämen, die in unserem Leben sind, Entscheidungen, die wir getroffen haben, wo wir im Nachhinein denken, das war die falsche Entscheidung. Danke, bist du nicht der böse Richter. Danke, bist du nicht böse, sondern danke,
dass du einfach gut bist. Und danke, dass wir es einfach dir hingeben können. Danke, dass du nicht möchtest, dass wir da wie dieser Junge ein verpasstes Wochenende haben. Du möchtest nicht, dass wir verpasste Wochen, Monate und Jahre haben, nur weil wir uns verstecken und einschüchtern lassen durch diese Scham in unserem Leben, weil wir uns schämen für Dinge, die wir getan haben. Danke, dass du gut bist. Danke, dass du barmherzig bist. Danke, dass du gnädig bist über uns. Danke, dass wir dich nicht mal darum bitten müssen. Danke, dass wir einfach diese Zusage nehmen können. Es ist so. Wir können es dir hingeben und du machst neu, was zerbrochen ist. Du bist einfach da für uns. Danke, bist du gut. Amen. Amen. Ein Freund hat mir gestern erzählt, dass er auf dem Weg in die Ferien mit seinem Kind notfallmäßig in ein Spital musste, weil es irgendetwas an der Haut hatte. Und es war so eine ganz schwierige Situation. Und ich merke, dass dieses Bild hat mir so eingeprägt. Und wenn ein Freund dir erzählt, hey, sein Kind leidet, dann wahrscheinlich das Beste, das man machen könnte, ist nebendran einfach zu sein und sagen, oh wow, okay, komm, ich bete, das tut mir leid, was kann ich machen, wo kann ich helfen, wo kann ich mit reinstehen, weil mein Freund, weiß ich, sein Kind ist etwas vom Wertvollsten. Ich sage das euch so dieses Bild, weil ich glaube, das ist eine gute Perspektive, wie wir zurzeit für Israel beten können. Gott, unser Freund, hat ein Volk, Israel, das leidet. Wir können genau auch für Palästinenser beten, natürlich auch in dem drin. Aber lasst uns in dieser Perspektive, in dieser Haltung beten, Gott, der barmherzige, gnädige Gott, der sich von allem im Herz berühren lässt, auch vom Konflikt, der jetzt da im Nahen Osten ist. Gottes Herz fühlt alles mit. Komm, wir setzen uns heute neben Gott hin und beten, dass er eingreift, beten, dass richtige Entscheidungen getroffen werden, beten, dass Menschen ihn annehmen als Gott, beten für die Not, die da ist. Und ich glaube, das ist heute aus dieser Ehrfurchtsperspektive ein Gefallen, den wir einfach Gott tun wollen, aus Ehrfurcht vor ihm, dass wir für sein Volk Israel und auch für die Palästinenser, die Gott auch liebt, für die heute betet. Komm, wir machen das doch so in dieser Haltung. Nicht aus Panik heraus, sondern aus Freundschaft und Ehrfurcht vor Gott. Magst du anfangen? Ja, Jesus, manchmal verstehen wir Dinge einfach nicht, die in dieser Welt passieren. Was im Nahen Osten momentan am Abgehen ist, wir verstehen es nicht. Warum jetzt? Warum passiert das? Jesus, danke, dass du die Menschen siehst, die Menschen in Israel siehst, auch die Menschen im Gazastreifen siehst. Und Jesus, ich bitte dich einfach, dass Menschen dich sehen, dass Menschen, die vielleicht ihre Hoffnung verloren haben, die ihnen nahestehende Personen verloren haben, dass sie dich in dieser Not drin sehen, dass sie Halt finden in dir, Sicherheit finden in dir. Jesus, ich bitte dich, dass du gerade dieser Not in dieser ganzen Region einfach begegnest, dass du Menschen an dich, an dein Herz hinziehst.
Und wir denken jetzt auch an alle Christen, die dort sind, an alle der Söhne und Töchter Gottes. Ich bitte dich, Vater, dass du durch deinen Geist gerade da Kraft schenkst, Stärke schenkst und offene Türen auch schenkst, wie in Gesprächen mit Juden, aber auch sonst mit Moslems, mit anderen Leuten, einfach auch durch diese Zeit hindurch, wo so viel Druck und Konflikte sind, dass Menschen dich kennenlernen dürfen. Schenk offene Türen. Schon von Anfang an werden wir aufgefordert in der Bibel, für offene Türen zu beten, für andere Christen. Und das beten wir ganz speziell für alle, die im Nahen Osten, in ganzem diesem Gebiet sind oder auch sonst in arabischen Ländern. Gott, ich bitte dich, dass jetzt auch offene Türen entstehen. Jetzt, wo so eine angespannte Lage ist, dass du, Gott, trotzdem gute, offene Türen schenkst, dass Gespräche geführt werden können und Menschen dich erkennen. Die geistliche Not, Gott, ist immer die größte. Dich nicht zu kennen, ist immer das größte Problem. Darum komm da rein. Amen. 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 Ich danke euch. Ich glaube auch, eben im Chat wurde es auch gesagt, ich denke, es ist ein Thema, das wir immer wieder auch mittragen dürfen und ich glaube, dass Gott das ehrt, wenn wir da immer wieder auch einstehen für diesen Konflikt und sein Herz da zuvor, das ist am meisten da mitgeht in all dem drin. Ich würde gerne dich zum Schluss noch segnen. Und ich mache das auch wieder mit diesem Bibelvers. Und ich spreche das einfach nochmal über dir aus, was wir jetzt gehört haben. Dein Gott ist mit dir. Dein Gott ist Jahwe, dein Versorger. Dein Gott ist Jahwe, der dich heilt. Jahwe, dein Banner. Jahwe, dein Frieden. Jahwe, der Herr der Herrscharen, Jahwe, dein Fels, Jahwe, dein Hirte. Ich segne dich, dass du immer wieder die Barmherzigkeit und Gnade von deinem Gott siehst und erlebst in deinem ganzen Leben, in jedem Lebensbereich. Und ich segne auch dein Herz, dass es Stück für Stück Gott noch mehr fürchten lernt als der er wirklich ist. Amen. 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 Vielen Dank für deinen Glauben, deine Gebete. Es bedeutet uns als Kirche sehr, sehr viel, dass wir am Dienstag hier sind und das ist so ein Rückgrat auch geworden, das uns als Church so prägt, dass du mit dabei bist, dass du mitbetest, dass du hier immer wieder extra dir Zeit nimmst. Darum vielen, vielen, vielen Dank für deine Gebete jetzt auch heute. Bis bald wieder. Tschüss. Tschüss.